Meine Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche. Und Schweizer Käse. Weil alles drin ist, was uns ausmacht. Also, diese Woche haben wir das Motto «Geschmolzener Käse». In dieser Woche dabei der Georg, Cecil, der Daniel, die Barbara und der Beat. Oh, so fein! Beim Kochen, wenn man da hastet, wenn man jufelt, dann kommt es nicht gut. Gruyère Soufflé. Mit Rucola und Kirschtomaten. Ein Soufflé aus Gruyère-Käse. Super! Wow. Darf man da ein Foto machen? Das war nicht ein riesiges Soufflé, das man dann geschnitten hat, sondern jeder hat sein Privatsoufflé bekommen. Sehr schön. Ich habe es nicht so gekannt, aber ich habe es mega gut gefunden. Oben dran so ein bisschen knusprig und dann unten dran so ein bisschen fluffy. Also Käse-Sushi wird schwierig, aber vielleicht richtet sie etwas so schön an wie in Japan. Das würde mich sehr freuen. Anrichten war immer mein Problem. Gebratene Reis mit Kimchi-Füllung und Käse. Die Idee war eigentlich auch, dass so ein bisschen einen Berg darstellen sollte, der Fuji von Japan. Ich habe es schön gefunden, vor allem mit der Deko. Es war einfach, aber gleich noch mega gut. Das Kreative war sicher, dass sie zwei Kulturen miteinander verbunden hat. Und das ist mir eigentlich noch gut gelungen. Ich würde es jetzt vermutlich ohne einen geschmolzenen Käse bestellen. Cordon Bleu, das klingt sehr gut. Da gehört natürlich Käse dazu. Mit Kroketten und einem gemischten Salat. Das war als Kind mein absolutes Lieblingsmenü. Es war schon ein bisschen billig mit Ketchup. Der Käse läuft noch nicht aus. Das ist gut. Ist ein bisschen trocken, ne? Nein, ist gut. Ist nicht voll. Nein, ist nicht trocken. Was ich gefunden habe, das Fleisch war ein bisschen trocken. Ein bisschen vielleicht zu wenig Gewürz für meinen Geschmack, aber sonst eigentlich sehr auch schön angerichtet. Ja. Heute gibt es ein altes Familienrezept. Mac and Cheese. Mac and Cheese, ja. Kartoffeljocke sind natürlich wahnsinnig gut. An einer Tessiner Blauschimmelkäsesauce mit Salbei. Ich weiss nicht, ob ich es ohne Rot hätte machen sollen. Jetzt haben wir es so gemacht. Danke. Für mich war es ein bisschen ein Durcheinander, weil es erinnert dann so ein bisschen an Spaghetti-Plausch. Ich habe nichts daran aussetzen vom Geschmack her und so. Ich habe es wirklich perfekt gefunden. Ich nehme nachher schon noch eins. Ja, ebenfalls. Es könnte ein Siegermenü sein. Ja, das würde ich ja sagen. Also Tomatenrisotto bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Sprienzkörbchen, Käsepops, Gurke, Melone, Gurken. Minzenessenz, ja, wunderschön. Wunderschön. So, probiere ich das hier ein bisschen zu häckseln oder fein zu machen und dann mit dem Aioli zu mischen. Ja, also ich kann mir jetzt kein Bild daraus machen, wie das zusammengesetzt wird. Super, merci. Toll, toll, toll. Es ist einfach alles so schön herzig dargestellt. Liebevoll, also Ja. wirklich toll. Auf den Koch. Auf den Koch. Absolute Höhepunkt, der absolute Schlusspunkt, muss ich sagen. Wer gewinnt diese Woche? Das Reis, go, dann habe ich jetzt den 29. Ich freue mich, genau. Und ich kann auch sagen, ich habe mir ernsthaft etwas überlegt. Ich habe wirklich auch etwas Gutes bieten. Also ich wollte die Leute zufriedenstellen. Meine Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche. Und Schweizer Käse. Weil alles drin ist, was uns ausmacht.